Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer weiteren Folge Klebersteine mit mir im Cyril hier auf twitch.tv/brack.ch. Schön seid ihr heute wieder dabei an einem weiteren wundervollen Dienstag-Mittag, wo wir gemeinsam hin zu der Mittagspause segeln. Oder ihr vielleicht sogar frei habt, weil an gewissen Orten in der Schweiz ist es tatsächlich heute Feiertag, nicht so im Aargau. Zumindest nicht in den meisten Gemeinden offenbar. Es gibt ja da recht krasse Unterschiede. Ich mag mich noch erinnern, ich habe mal in Ehredingen gewohnt. Früher war das noch Unter- und Ober-Ehreding. Ober-Ehreding hat aber frei gehabt und Unter-Ehredingen nicht. Und ja, so ist das halt, oder? So, das wunderbare Bünzlitum. Aber heute kümmern wir uns weniger um das Bünzlitum, sondern um etwas ganz Neues, ein neues Projekt. Man sieht es vielleicht schon ein bisschen im Titel, worum es ein bisschen geht. Die einen haben vielleicht schon im Verdacht. Ja, aber bevor wir zu dem kommen, noch kurz etwas zum Kada Sportwagen. Ich habe euch versprochen, dass man dort noch ein Bild wird sehen vom Fertigen mit mir drauf. Wobei die Leute sich mehr für den Sportwagen als für mich interessieren. Anyway, er ist immer noch nicht fertig. Ich habe es leider nicht angebracht letzte Woche. Ich hoffe schwer, dass es diese Woche klappt. Ich bin euch das wirklich schuldig. Dass er dann noch in seiner vollen Pracht werden sehen, weil er hat einfach viel zu lang gedauert für die paar Teile, die er hat. Ich weiß gar nicht, etwas 1400 oder so, I don't know. Aber ja, ich wüsste auch, wie viele Pannen dort auf uns zugekommen sind und das Mal geben wir uns wieder ein bisschen, zumindest etwas, was für mich ein bisschen verständlicher ist zum Lesen hin. Wir gehen ein bisschen auf Ägypten in die Wüste. Wunderschöne Packung schon mal. Die große Pyramide von Gizeh oder Giza. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Das ist ja mal auf Englisch drauf. Und es sieht mega schön aus. Man kann es auf zwei Arten aufbauen. Man sieht das hier drauf auch nochmal. Also schön eigentlich die Steine unten dran, oder wie sie quasi gebaut werden und dann von hinten dran nochmal das Grab eigentlich vom Pharao, nehme ich mal an, wo dort innen versteckt ist. Und man kann dann die Haube einfach dran nehmen. Oder man kauft sich zwei und hat dann beides. Einmal auf dieser Seite, einmal auf der anderen. Ja, wunderschönes Werk von Menschenhand geschaffen, damals noch. Schauen wir mal, ob wir es sonst noch haben. Wir haben hier noch ein paar Angaben, und zwar 1476 Teile, also immer wieder ein bisschen etwas Grösseres, wo wir da zusammenbauen miteinander. Und sonst hat es nicht viel mehr Hinweise, außer bitte nicht verschlucken. Ich werde mir Mühe geben, dass ich da dran nicht ersticke. So, jetzt schauen wir mal, wo wir es am besten aufmachen. Ob es irgendwo einen kleinen Hinweis hat. Hier hat es schon mal Klebis. Machen wir doch mal Klebis auf. Wie ist es so bei euch? Habt ihr einen guten Wochenstart gehabt? Bislang? Ist das gut vonstatten gegangen? Bei mir ist es so lala. Ist irgendwie einfach so eine Herbstwoche. Ich tue mal geschwind wechseln, dass wir das Ganze ein bisschen auseinandernehmen miteinander. Und wieder die schön benummerten Päckchen hier können vorsortieren. Ich habe schon mal bis 6 auf. 1, 2, 3. Okay. Also es hat hier richtig viel drin. Oh wow. Richtig alte Briefpost hier. Hier 7. Bis 7. 5, 7. Also am Anfang werden wir nochmal 8 sogar. Werden wir wahrscheinlich nochmal 1. Sehr schön. 1 und 2 brauchen, denke ich mal. Keine Ahnung, wie lange das wir haben, bis wir mit dem fertig sind. Und es hat noch ein kleines Zettel dabei. Wir stellen von Einwegkunststoffverpackungen auf Papierbasis und möglicherweise findest du in der Übergangszeit sowohl Papier als auch Kunststoff in unseren Boxen.
Ich nehme an, es wird immer Kunststoff geben, weil die Lego-Teile sind ja aus Kunststoff. Aber we'll see. Wahrscheinlich geht es ein bisschen um das hier. Das ist jetzt wirklich Paper FSC, sogar noch zertifiziert, wunderbar. Und nicht mehr in Plastik eingerappt. Natürlich spannend, ob nachher die Beutel auch werden aus Papier sein. Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt für einen Moment ist mal nur die Anleitung, sehr wahrscheinlich, die da drinnen ist. So. 1 und 1. Wow! Ich habe die Farbgebung habe ich wieder sehr gerne, so ein zwischen dem Lichtblau und dem Sandgelb, Sandbraun. Wirklich cool. Alright. Haben wir da unsere 2 ersten. Und dann schauen wir mal da in das Briefchen rein, was wir da genau drin haben. Wobei, grosse Überraschung wird es nicht sein, weil irgendwie muss ich ja noch meine Anleitung haben. Und da wäre sie auch. An sich auch schön, dass man die nicht einfach dazu packt und die werden so ein bisschen verkrügelt und alles. Sicher ein bisschen Service. So. Ein rechter Schinken. Ich schaue gerade mal ganz hinten, wie viele Seiten das wir haben, bis fertig ist. 171. Also wir werden wirklich ein Weile dran sein. Der Text hier innen jetzt auf Englisch, also ein bisschen Hintergrundgeschichte auch zu den Pyramiden von Gizeh. Mal schauen, ob ich da irgendetwas... 2,3 Millionen Steine sind verwendet worden für die Pyramiden. Ich hoffe, wir brauchen nicht ganz so viel, weil ja, das wird dann noch für meine Urenkel eine entsprechende Mammutaufgabe sein. Und sie hat 140 Jahre gebraucht von archäologischen Ausgrabungen, bis man dort dann alles als Tageslicht gefördert hat. Sehr wahrscheinlich ist der Khufu, der Pharao von der 4. Dynastie, dort in dem Grab zur Ruhe gelegt worden. Und die Pyramide hat aber nur 27 Jahre gebraucht, bis sie fertig war. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Also das ist immer noch ein Mysterium, kann man sagen. Es sind natürlich entsprechend viele Leute dort dran gewesen und man hat Hilfsmittel gehabt. Aber das sind ja noch ganz, ganz einfache gewesen, oder? Und das finde ich schon sehr sportlich. 27 Jahre und dann 2,3 Millionen Blöcke von Stein. Unglaublich. Und es ist noch das grösste von Menschen geschaffene Bauwerk in der Welt, das vor über 3800 Jahren geschaffen wurde. Sehr interessant, finde ich cool. Ein bisschen Hintergrund. Das da ist der Anderson Ward Grubb, der Senior Art Designer bei der Lego-Gruppe. Und so sieht das dann von drinnen aus. Wahrscheinlich hätte man ein bisschen Sauerstoff hinzufügen, sonst wären die Arme sicher dort unten noch abgesterpselt. Und noch ein paar Details, was hier überhaupt alles verbaut ist. Und natürlich sieht die Pyramide, wie man es schon da drauf sieht, heute nicht mehr so schön aus. Ah ja, ist wunderschön mit dem Glänzen. Aber man hat versucht, die so nachzubauen, wie sie sehr wahrscheinlich mal ausgesehen hat. Mit den Sphinxen, mit den kleinen Pyramiden vorne dran. Hieroglyphen, im Namensblättchen und so weiter. Und Felucca. Felucca heisst in dem Fall die kleinen Bötchen. Habe ich auch nicht gewusst. Finde ich immer interessant, so Sachen. Und das ist das Dörfli hier von den Arbeiter. Ein Obelisk. Und so weiter und so fort. Was haben wir da? Obelisk. Der Obelisk ist erst 150 Jahre nach der grossen Pyramide dazugekommen. Und es sei von grösserer Wichtigkeit im alten Ägypten. Nimmt mich ja Wunder.
weiss irgendjemand etwas zu Obelisken? Warum haben die so eine Bedeutung gehabt? Ist das mehr so eine moderne, oder nein, eben nicht eine moderne, eine alte Werbereklame gewesen, wo man vielleicht irgendwelche Inserate können drauf tun, hey, ich verkaufe mein Steinrad, hat es jetzt schon Räder gegeben? I don't know. Oder ich verkaufe meinen Steinblock und meinen Meißel nur 10-mal gebraucht. Sowas in die Richtung. Also wir gehen zuerst an die Base an, 1 bis 4, und dann erst am Schluss kommt noch die Pyramide dazu. Das heisst, wir tun zuerst ein kleines Umfeld schaffen miteinander. Ja, und damit starten wir in ein wunderbares neues Abenteuer gemeinsam und schauen mal, wie weit dass wir kommen. Wir haben wirklich keinen Stress, keinen Druck, gar nichts. Ich finde selbstverständlich eine Pyramide von Gizeh auch auf unserem Webshop brack.ch. Wenn ihr sagt, hey, das ist etwas mega Cooles, das würde ich mir jetzt auch noch gerne zulegen und zusammenbauen. So ein bisschen auf Weihnachten hin, wo man ein bisschen auf dem Esstisch schlafen vielleicht und sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Und dann immer wieder ein bisschen bauen, bis man so Weihnachten fertig hat und sich selber ein Geschenk macht quasi. Ich kann sagen, hey, ich habe nicht 27 Jahre gebraucht, ich habe nur 24 Tage gebraucht. Ja, und nennt mich ein Fanboy, aber es ist einfach schon, fängt schon wieder viel angenehmer an für mich, um das Ganze zusammenzubauen. Halt einfach wirklich von der Qualität her ganz andere Steine, wirklich wunderschön, glänzig, passen super ineinander rein. Wo man einfach schon auch erwähnen, oder? Das sind gewisse Unterschiede. Kopfmacher. Ja, ein 2er Bundlepreis für Leute, die die ganze Pyramide haben. Interessant. Vielleicht. Also jetzt, wo du sagst, finde ich die Idee gar nicht so dumm. Ich kann das mal anschauen. Ich bin ja verantwortlich für das ganze Zeug. Ob wir da Möglichkeiten haben und ein Bundle könnten daraus machen. Hey. Aber jetzt gerade kannst du das noch nicht kaufen. Also wir haben wirklich kein Bundle. Und sonst eben, du hast die Kappe einfach hinten dran, aber es sieht natürlich nicht so geil aus, wie wenn beide hast. Und Steffi ist ja da. Herzlich willkommen. Schön. Hast du Zeit gefunden, mal schön reinzuschauen. Was ich auch sehr angenehm finde, für mich vor allem, ist, dass es hier einfach ein bisschen weniger Teile hat, die gerade mit einem Sack zum Vorschein kommen und so ein bisschen klarer ist, wie das Ganze zu verbauen hast. Nicht so lange musst du suchen auch, oder? Kurze Anekdote heute Morgen. Also meistens am Dienstag, wenn Bürotag ist, muss ich auch früher gehen. Als meine Frau, die versucht noch ein bisschen zu schlafen und ich versuche wirklich so leislich wie möglich mich rauszuschleichen. Und das schaffe ich dann auch, bis ich mal einmal muss die Haarwäsche föhnen, dann ist sie noch mal kurz wach. Aber das ist ja eigentlich nicht so tragisch. Aber heute bin ich draußen und dann gemerkt, so, Scheiße, meine Hosen noch drinnen im Schlafzimmer und Gürtel, alles und der Schlüssel. Und dann gehe ich nochmal rein, sind natürlich noch so halb wach, oder? Hole meine Hosen, gehe wieder raus. Ich merke, Scheiße, nein, der Schlüssel ist nicht drin. Okay, also nochmal rein. Schauen, die liegt irgendwo dort auf dem Sessel, wo ich meine Kleider immer anrühre. Auch nicht. Da bin ich wirklich einfach immer rein und raus und habe gesucht und schon langsam das hässige Seufzen gehört von der Frau nebenan. So. Oder wenn du schlafen, aber der andere lässt dich einfach nicht.
Und das hat mich dann echt aufgeregt. Und da dachte ich, ja gut, dann hole ich den Ersatz-Autoschlüssel, der bei meiner Frau im Auto ist. Und für das habe ich natürlich ihren Schlüssel gebraucht. Habe ich dann auch einen gefunden. Bin runter zum Auto. Kein Schlüssel dort. Nein. Da bin ich wieder rauf. Und dann ist der Schlüssel dann bei ihr in der Tasche drin, obwohl er eigentlich in der Regel im Auto drin ist. Und dann irgendwann einmal habe ich es dann noch geschafft, das Haus auch noch zu verlassen. Aber zum Glück hat es ja sehr wenig Verkehr gehabt. Ist ja viel da. An vielen Orten, vor allem in Luzern. Dort war es wirklich angenehm ruhig. Ich glaube, der Einzige in Luzern, der arbeiten musste. Schön ein bisschen mit Farben bauen. Das macht doch gerade Spass. Ich glaube, das wird ziemlich gross. Und da können wir dann wirklich mal Kamerafunktion ausprobieren, dass wir dann ein bisschen rauszoomen und ein bisschen mehr sehen. Wenn wir dann so weit sind. Aber ja, ich habe gleich noch etwas vergessen, und zwar meine Trinkflasche habe ich daheim vergessen. Jetzt habe ich nur so einen Pappbecher, wo irgendwie, keine Ahnung, einen halben Dezi drinnen Platz hat. Und der die ganze Zeit wieder muss auffüllen. Es ist ja immer wichtig, dass er schön hydriert sind, oder? Beim Arbeiten, vor allem wenn man im PC hineinschaut, dann vergisst man öfters zu trinken, wenn man nicht gerade nebenzu vor allem wie eine Wasserflasche hat. Darum sehen wir auch bei den Streamern öfters einfach so riesig Krüge mit Wasser. Weil die natürlich eine gewisse Dauer, wenn die dort hocken am Streamen und nicht die ganze Zeit aufstehen. Einfach, dass die entsprechend mit Wasser versorgt sind. Also das Teil wird huge. Ich muss ein bisschen mehr da über. So, das sollte ich glaube ich. Ja, das hebt schon. Das sollte ich glaube passen. Sehr krass finde ich bei Ägypten, oder? Hat da irgendeiner eine Blaupause gemacht? Oder woher haben die Leute gewusst, wie breit sie das machen müssen und so? Oder haben sie einfach mal Steine angefangen zu legen, bis dann der. Wie heisst der jetzt? Der Pharao da. Der Khufu. Oder die Khufu, können natürlich auch sein. Gesagt hat, so, jetzt ist gut. Wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich nie gesagt, so ist jetzt ist gut, sondern wahrscheinlich hat ihm jemand gesagt, hey, es hat nicht genug Steine hier umeinander, dass wir da noch mehr verbauen können. Bitte, es muss jetzt länger. Sind ihr schon mal in Ägypten in der Ferien gewesen? Habt ihr die Pyramiden schon mal gesehen? Ich bin leider noch nicht zu diesem Vergnügen gekommen. Ich bin ja auch kein Freund von so ultra heißem Wetter. Darum habe ich auch ein bisschen Mühe damit. Aber interessant wäre es ja schon. Aber es ist sicher auch wie alle touristischen, ich sage jetzt gleich, Attraktionen, wird es wahrscheinlich auch dort mega überlaufen sein. Kommt sicher ein bisschen darauf an, zu welcher Zeit.
Jetzt hat die Zeit, wo es ein bisschen kühler ist. So schön 25 Grad und in der Nacht noch so 16. Das würde ich mir gönnen. Das fände ich okay. Mal nichts Technisches, kein Auto, ist schon mal wieder eine Wohltat. Ich sag's euch. Einfach nur ein bisschen ganz simple Sachen so ein bisschen ineinander reinstecken und gut ist. Warte, jetzt wie jetzt? Das kommt drauf, okay. Nevermind, das kommt auf dieses drauf, okay. Ja, mit dem ist schwierig. Jetzt müsste das noch. So. Jetzt sieht das gut aus. Es gibt dann unseren wunderschönen Wasserteil hier, dem Flüssli. Sieh an. Ja. Wieso freudig, dass ich doch noch Teile vergesse. Eins einziges. Aber nicht so schlimm. Schnell repariert. Noch ein bisschen Gel rein habe ich sowieso gerne. Ist ja eh meine Lieblingsfarbe. Vor allem so ein schönes Sonnengel hier. I like. So. Ja, jetzt müssen wir dann wirklich. Jetzt müssen wir dann wirklich die Kamera umschalten. It's gonna be huge. Das heisst, also die wird wirklich recht hoch. Also die kommt schon fast nicht unter die Kamera jetzt gerade, aber recht weit rauf. Aber ich schaue da zwischendurch ein bisschen auf den Bildschirm. Dann sehe ich etwa, wenn ihr nichts mehr seht. Und dann zoomen wir dann entsprechend ein bisschen raus. Ja, vielleicht andersrum. Ja, jetzt haben wir dann den ersten Teil schon durch. Ups, 1000. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es tatsächlich irgendwie 2-mal. Das wäre ja fast schon rekordverdächtig. Ja, nein, das nicht. Also da wäre nachher noch der Schriftzug. Das wird dann vorne dran angesetzt. Einfach zum erklären, was es überhaupt ist, was man nicht weiß, was man zusammengebaut hat. Techie? Nein, leider nicht. Ich habe wirklich nur ein Set da. Wir schauen mal, wie das aussieht mit einem. Und wie das würde aussehen, wenn man die Hülle, also die weiße Hülle, die man abnehmen kann, sind ja links unten bei euch auf dem Bildschirm. Und seht ihr das Modell? Dort kann man die weiße Haube abnehmen.
Dann schauen wir mal, ob das auch irgendwie anständig aussieht oder eben nicht. Aber du hast natürlich recht, damit es richtig perfekt und richtig super toll aussieht, bräuchte es an sich 2 Pyramiden. Aber da braucht es ja auch entsprechend Platz, oder? Also wenn man die einfach irgendwie auf Sideboard so an die Wand schieben, finde ich, hat das auch schon eine sehr geile Wirkung. Weil hinten dran schaust du ja eh nicht, das verstaubt eigentlich noch und so hast du hier die Fläche, die Seitenfläche, die hinten an der Wand steht oder irgendwie so. Wenn du es schön ausstellen willst. Jetzt braucht man da schon, also falls irgendjemand kann Hieroglyphen lesen kann, der darf das sehr gerne mal erklären. Keine Ahnung. Ein Bölle, der durchgestrichen ist. Ein Hund. Ein Hund. Wow! Ein Vogel. Ein Vogel und hinten dran kommt so etwas wie ein Wurm oder vielleicht auch, keine Ahnung, ein Flüge mit einem sehr langen Körper. Oder so eine, keine Ahnung, eine Luftschlange, jetzt aber als Fabelwesen, wo einem richtig Arsch zufliegt. Dann nochmal ein Vogel, ein Strich und dann haben wir da so einen grösseren Vogel mit einem langen, spitzen Schnabel. Dann so etwas wie Sonne, Wolke und Spitz. Ich weiß nicht, ob das nur heisst die Pyramide von Gizeh. I don't know. Wahrscheinlich nicht. Das hat mich sehr wundert, die Bedeutung. Wäre jetzt cool, wenn das hier noch würde stehen. Man könnte ja auch einfach die grosse Pyramide von Gizeh da hin tun. Ja, aber ich finde es cooler mit den Hieroglyphen. Das macht das ein bisschen mystisch. Findet ihr nicht auch? Jetzt alles schon verbaut, ja. Aber ja, ich denke, das wird noch oft Thema sein. Eben 2 Pyramiden. Ich meine, viele von uns, die Klemmbausteine zusammenbauen, die schauen natürlich auch zwischendurch mal Held der Steine. Und das ist natürlich ein grosses Thema bei ihm gewesen. Eben, warum 2, wenn es könnte eine sein? Also quasi nur die Hälfte verkaufst. Ich denke, das Fazit machen wir dann am Schluss, wenn wir alles durch haben. Ob es jetzt wirklich ums Verrecken ein zweites braucht oder eben nicht. Ich meine, es ist jetzt schon ein Riesenteil. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das wird dann doppelt so lang, oder? Oder man kann wenigstens auf der einen Seite vielleicht nicht nur den unteren Teil bauen, dass es nicht so riesig ist. Ist ja auch unlogisch, dass es ja gespiegelt noch wäre und auf einer Seite den Fluss hat. Hä? Ah, das doch auch noch. Oh, jetzt habe ich schon gedacht. Why didn't you tell me? Es ist halt, schlussendlich, es soll ja auch eben das ganze Thema mit den Klemmbausteinen oder überhaupt Rezensionen im Internet. Soll man sich halt immer selber noch ein bisschen fragen, gut, der Typ, der findet jetzt das, der vertritt jetzt die Meinung. Aber ja, wie salty muss man jetzt wirklich sein über so Thematiken? Und will es mir nicht trotzdem vielleicht gefallen und zusagen? Oder hey, ich habe jetzt gerne Lego, ich will jetzt halt Lego und ja, es wird halt vieles
aktuell ein bisschen schlecht geredet, habe ich das Gefühl auch, weil es auch gewisse Klicks generiert. Oder wenn man so das Zugehörigkeitsgefühl hat, wenn man sich gemeinsam kann über ein Thema aufregen kann. Und das finde ich halt immer schade, oder? Weil es nimmt so ein bisschen die Möglichkeiten weg von Wunder, etwas selber zu entdecken, selber zusammenzubauen und dann selber auch können zu beurteilen, ohne voreingenommen zu sein. Ich meine, wie oft, wenn ihr shoppen geht, schaut ihr auf die Rezensionen und denkt sich, wow, das sieht mega geil aus, mega cool. Und dann schaut ihr auf die Rezension und dann sagt ihr, nein, ich kaufe es einfach doch nicht. Obwohl es vielleicht eigentlich ein gutes Produkt war und die Person hat einfach nur Pech gehabt oder der sagt es nicht zu, etc. Ich bin froh, dass du mir dazu stimmst. Also ich meine, vielleicht hat es Leute, die haben eine riesige Wohnung und die wollen das riesen Teil auf ihrem Sideboard hin tun. Aber die Front ist ja das Schöne, das Mystische mit dem Eingang, wo du hin tun. Und wenn du jetzt ein Sideboard nimmst, dann kannst du es nicht so anstellen, dass der Eingang nach vorne ist. Sonst hast du keine Ahnung, sonst ist dein Sideboard dann irgendwie, ich weiß nicht, einen Meter tief, dann steht es schon halb im Gang rein. Oder dein Regal oder so. Und darum finde ich eigentlich eine Seite passend. Die andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, die ganze Pyramide hier so auf ein Quadrat, mehr oder weniger, nicht ganz, draufzusetzen. Aber dann fehlt irgendwie so ein bisschen der Diorama-Effekt vorne dran mit dem Fluss und dem Dörfli im Obelisk und den Schiffli. Ich muss gerade noch mal schauen, wie heißen jetzt die schon wieder? Die Felucas. Ist ja auch schade. Es sind immer gewisse Designentscheidungen, die da wahrscheinlich getroffen werden. Ganz gross. Brauchen wir jetzt einen Sack 2? Nein. Bei ganz grossen Unternehmen sicher auch monetäre Entscheidungen, die mit einfließen. Aber ich bin da lieber einfach ein bisschen naiv. Und sage mir, nein, das hat schon so seine Richtigkeit. Und erst wenn ich dann wirklich einfach nur enttäuscht bin vom Set am Schluss, dann kann ich dann immer noch sagen, ja mal, das ist wirklich nur wegen dem Kohle gewesen. Aber es sind natürlich viele von diesen grossen Namen ein bisschen im Verruf geraten, weil sie gewisse Sachen verhunzen. Aktuelles Beispiel sicher The Rings of Power von Amazon. Nachdem sie schon ihr eigenes MMO verkackt haben. Also das ist dann zwar Amazon Game Studios, aber einfach ist ja gleich Amazon dahinter. Und Herr der Ringe MMO haben es gecancelt, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass sie es nicht können. Ist halt schade, oder? Und jetzt wird jetzt da mal geschwind das aufmachen, sonst raschelt es zu viel, während ich rede. Jetzt nächstes Jahr zum Beispiel wird das grosse Dungeons and Dragons Jahr, wo es vollends dann nachher wird wahrscheinlich zur Popkultur gehören, mit dem Film, der rauskommt. Es kommen jenste Spielwaren. Es wird ziemlich sicher auch Lego-Sets geben, die dem Thema angesiedelt sind. Und dort laufen jetzt aktuell offenbar die ersten Zusendungen für irgendwelche Ideen. Wenn man Reddit glauben darf, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es sieht schon ein bisschen offiziell aus, was dort so fabriziert und eingeschickt wird. Ja. Oh, da oben ist noch das Braun sitzen. Ich denke, der Abstand stimmt nicht.
Ja, und eben, jetzt kommen da die ganzen Spielwaren raus und so. Und man versucht jetzt natürlich entsprechend dort Geld rauszuziehen. Jetzt, wo Dungeons Dragons wirklich so bekannt worden ist und beliebt, vor allem im amerikanischen Markt, wo Hasbro ja angesiedelt ist, dass man dort ein bisschen Geld schöpfen. Am besten hat man das gesehen und das habe ich schon mal thematisiert mit Magic the Gathering. Mit dieser 30-jährigen Edition, die da rauskommt. Wo Karten von vor 30 Jahren eigentlich drin sind, aber man zahlt halt für 10 Karten $250 und das gibt es noch als Display für $1000 und die zertifizierten Shops, die das bekommen, ich bekomme nur zwischen 1 und 2 und dann war es das. Nachher musst du es bei Wizards kaufen, beim offiziellen Shop halt, oder? Und das ist dann halt schade, wenn man aus so einem Hobby, wo halt Konsumenten gross gemacht haben, indem sie es gespielt haben und auch die ganzen Händler, wo das Franchise unterstützt haben, wenn man die nachher quasi so in den Arsch tritt und sagt, ja, jetzt nehmen wir euch noch das letzte Geld aus der Tasche. Und man die Händler halt dort dann auch nicht mehr unterstützt. Einfach weil man hinten dran Aktionäre hat, so bei Hasbro. Und denen gehört ja Wizards of the Coast. Und dann so agiert. Und das sind so Entscheidungen, die ich dann wirklich halt nicht nachvollziehen kann. Wenn das Produkt wirklich cool ist, per se, aber der Preis rechtfertigt es halt nicht. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, wie sehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Der Herr Steiner macht das ja tagtäglich. Er hat mehr Vergleichspunkte wie ich jetzt, die er machen kann. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen zusammengebaut und bisher ist einfach Lego immer noch für mich das angenehmste zum Zusammenbauen. Es ist einfach so. Ich könnte mich jetzt auch gerne als Fanboy abstempeln. Macht man an sich nicht viel aus. Aber ja, ich meine, die Zahlen geben ja Lego gleich recht, oder? Es verkauft sich ja so viel. Und viel besser als alle anderen Marken zusammen. Und der Marktanteil gibt dort ihnen auch recht, oder? Ja, aber es sind immer schwierige Diskussionen zum Führen. Ja, gewisse Vorurteile vielleicht hat oder eben auch nicht. Das Ockergrün habe ich sehr gern. Es hat so viel mehr Farben gegeben in letzter Zeit. Und das Türkis ist natürlich grandios. Das macht das Ganze einfach viel lebendiger, lebhafter. Aber ich könnte gerne mal sagen, was ihr so von dem haltet oder von Grosskonzernen, wo der Markt halt bewusst versuchen zu steuern oder gar auszubieten oder ob ihr der Ansicht sind, nein, das haben wir uns selber eingebrockt, weil wir die Sachen ja trotzdem kaufen. Oder vielleicht gibt es so ganz andere Ansichten auch. Das Diskussionsforum ist eröffnet quasi.
Und das Zeug ein bisschen vorsortieren, dass ich die richtige Anzahl an Steinen verbaue. Ah, es wird wirklich schon heiß. Also ich glaube, das liegt eindeutig an der Pyramide hier. Die haben natürlich Blut und Wasser geschwitzt, oder? Sie sind wahrscheinlich auch regelmäßig ausgepeitscht worden, die ganzen Arbeiter, die dort mitgeholfen haben. Das ist natürlich eine wunderbare Motivation, oder? So schöne 9 Schwänzige hinten dran. Das finde ich sehr schön gesagt, Techie. Also, der Techie sagt, er entscheidet jeweils selber, wie viel das Produkt für ihn wert ist. Und unabhängig davon, was andere davon halten und ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht, für das, was du bekommst. Und ja, dass Investoren dahinter sind bei so gewissen Sachen, die man sonst nicht umsetzen kann oder eine gewisse Größe erreicht. Ja, und die nachher reinschnurren, das ist halt auch ein Ding, oder? Ich meine, du kannst nicht das Geld nehmen und dann sagen, ja, aber du hast dann nichts zu sagen. Aber vielfach sind so Investoren halt eben Geldgeber, die nicht immer etwas von der Materie verstehen, sondern einfach nur ihren Return on Investment haben wollen, dass das, was sie reingegeben haben, wieder zurückkommt, plus noch mehr natürlich obendrauf. Und dann willst du ja immer mehr Geld und immer mehr machen, oder? Und die Aktionäre sagen dann auch, ja, hey, aber dann, wenn wir auch etwas davon haben, dann sagst du, ja, wir machen das und dann kommt das schon gut und das Geld kommt rein und machst irgendwelche Versprechungen und schlussendlich der Leidtragende ist eigentlich der Konsument am Ende, oder? Ja, da gebe ich dir recht, Hecki, oder? Es ist eben auch einfach, bei einer Meinung, die öffentlich vertreten wird, einfach mitzulaufen und zu sagen, hey, das finde ich auch. Hat man ja wunderbar gesehen an dem Beispiel von der Demonstration in Amerika, wo einer ins Leben gerufen hat, wo einfach mal zeigen, wie schnell so eine Demonstration überhaupt zustande kommt, indem er durch seinen Einfluss geltend gemacht hat und gesagt hat, dass es Vögel gar nicht gibt. Und die Leute sind dann auch noch drauf gekommen und haben gesagt, ja, Vögel sind Spione und das sind Drohnen. Und dann war eine riesige Demonstration gewesen. Und natürlich hat es ein paar Leute oder einige Leute dort gehabt, die gewusst haben, dass es fake ist und dass es dumm ist. Aber man hat einfach mitmachen und dann hat es aber auch Leute gehabt, die sind wirklich von dem überzogen gewesen plötzlich. Einfach weil genug Leute eine gewisse Meinung vertreten haben. Sechser brauchen wir. Darum ist ja Propaganda auch so mega gefährlich, oder? Jetzt gehen wir schon fast in die Politik hinein. Jetzt wird es da schwierig. Aber ja. Oh Moment, das sind ja Vierer auf der Seite. Das sind dann Sechser Seite. So, ja. Ah, das kann noch eins sein.
Ich meine, das mit den ganzen Influencer ist ja auch nichts anderes, oder? Die vertreten ja schlussendlich auch einfach nur die Meinung, wo sie dafür bezahlt werden. Also natürlich nicht alle, die Unabhängigen nicht, aber es gibt gewisse mit entsprechenden Werbebeiträgen, die das dann halt machen und dann ihre Leute wollen mitziehen und entsprechend ihren Einfluss, ihre Influenz oder geltend machen und die Leute so zu etwas bewegen, zu einer Meinung bewegen, die sie vielleicht selber gar nicht vertreten hätten, wenn niemand ihnen die vorgestellt hat. Und Taki, du hast dich selbstständig gemacht. Gratuliere auch zu dem Schritt überhaupt. Das ist sehr, sehr ein riskanter Schritt. Man weiß ja nie, ob es gut kommt. Aber ich finde es cool, dass du es gewagt hast und hat dich verändert. Glaube ich dir auch wirklich aufs Wort, oder dass Sachen ganz anders anschaust. Natürlich auch, ich kann mir auch vorstellen, mit einer gewissen Verbissenheit auch, wie es ja dein Baby ist. Und ich denke mal, wenn du dich selbstständig machst, dann in der Regel auch, weil du das Gefühl hast, du kannst etwas besser als andere, die schon auf dem Markt sind. Weil sonst musst du kein Geschäft anfangen, wenn du das Gefühl hast, du machst es besser. Nur weil, ja, ich wollte das jetzt auch, hat in der Regel nie so gut funktioniert, oder? Ausser ich bin da völlig auf dem falschen Dampfer, dann darfst du mir das sehr gerne sagen, aus deiner Erfahrung. Wunderschönen guten Mittag bei Janik. Grüß dich, herzlich willkommen. Ja, eben Games, die nun im Early Access kommen, ja. Eben, du wolltest ja schon mal anfangs ein bisschen die Kohle reinholen und schauen, kommt es überhaupt an, nimmt es den Markt an oder nicht. Es gibt eine gewisse Sicherheit und für uns ist es natürlich nervig, weil wir kommen fast keine fertigen Games mehr über. Du fängst etwas an gamen und dann denkst du, ja, es ist eigentlich mega cool, jetzt lege ich es auf die Seite und warte, bis es wirklich einiges Mal rauskommt. Oder dann in extremen Fällen, jetzt bei mir ist das Baldur's Gate 3, wo ich wirklich sage, hey, ich will nicht eine halbfertige Version spielen von dem, auch wenn alle voll gehypt sind. Ich spiele es dann, wenn es wirklich draußen ist. Und da ist noch ein Schweizer Chef getroffen von einer kleinen Firma. Welches Spiel haben die gemacht? Und sie haben auch auf den Markt müssen. Ja, also es ist halt brutal, oder? Selbstständigkeit klingt immer so verlockend, du willst unabhängig sein, deine Träume verwirklichen, selber dein eigener Chef sein, es besser machen als die anderen. Halt Selbstverwirklichung, oder? Oh, wunderschön, Maslow-Pyramide, was ist das? Oberstufe irgendwas. Grosses Ziel von vielen Menschen. Und dann merkst du halt einfach, dass es nicht immer gerade reicht und viel Zeit, viel Nerven und auch viel Geld verschluckt. Ja, geht tipptopp, Ionic, und bei dir? Guten Wochenstart gehabt, soweit. Wow, jetzt ist es ja schon Mittag, also ich wünsche mal schon allen einen guten, die jetzt dann gehen essen. Die Stunde ist extrem schnell vorbeigegangen. Warte schon auf ein Release, yes. Ja. Also es muss ja grossartig werden. Die Divinity ist schon so gut gewesen. Und Baldur's Gate ist einfach wirklich eine alte Liebe. Ich habe das letzte Mal wieder versucht zu spielen. Der zweite Teil, der erste, hat mir nur der Kollege mal gezeigt, aber den habe ich leider nicht gespielt gehabt. Aber der zweite ist ganz hoch bei mir im Ranking.
Aber ja, ich konnte es dann gleich nicht allzu lange können spielen. Es war immer noch toll gewesen mit der Geschichte, die ich auch wieder ein bisschen vergessen habe. Und wieder ein bisschen dort neu einzutauchen. Aber es ist halt schon ein wirklich altes Game, oder? Und du musst dir einfach überlegen, hey, das Game, bis du alles gesehen hast, geht das etwas über 200 Stunden. Wollte ich mir das wirklich antun? Wobei, jetzt gerade mache ich es auch nicht besser mit Guild Wars 2, wo ich gerade alle Zeit drin versenke. Alle rund um dich haben frei. Ja, ich weiss. Also bei mir die Heimen auch. Eben, wo ich durch Luzern durchgefahren bin, ist einfach keine Sau ist rum. Ich war einfach weit und breit der Einzige. Dann kommst du in Aargau rein und alle sind am Arbeiten. Es ist tragisch. Eine wahre Tragödie. Oh. Ich sehe da Angst. Das passiert immer, wenn ich nicht vorher abzähle, was ich eigentlich brauche. Ein bisschen voreilig. Das ist schon noch cool, weil es gibt auch so ein bisschen den Sandstein-Touch mit den unterschiedlich grossen Steinen hier und da so ein bisschen die flacheren Slabs. Schlimm. Mir fällt das deutsche Wort schon gar nicht ein. Platte? Hey, es geht mal auf. Wunderbar. Aber ja, ich meine, wenn man raus schaut, heute ist eigentlich auch kein cooler Tag zum Frei haben, oder? Ausser den Tag zum Gamen natürlich. Für das ist er absolut perfekt. Ich hätte jetzt auch mega Bock, ein bisschen zu schreiben. Am D&D-Buch. Das ist einfach das geilste Wetter. So im Herbst habe ich immer am meisten geschrieben. Es ist einfach irgendwie eine kreative Zeit. Du hast ja auch in der Regel mit Mutter oder Vater im Herbst vor allem ein bisschen basteln, einfach weil es halt grusiges Wetter ist und so. Oder sind ihr nicht so eine Bastelfamilie bei euch? Wir haben doch öfters mal irgendetwas basteln gehabt. Oder sind noch zuerst, aber nicht, habe ich das letzte Mal schon erzählt? Schlimm, immer die gleichen Themen. Sind aber auf Baden gegangen und haben dort noch Kastanien gesammelt und dann da die Kastanienmännchen gemacht. Sind jetzt natürlich negativ behaftet. Als Symbol für einen Serienmörder seit der Kastanienmanden auf Netflix rausgekommen ist. Jetzt machen wir noch Dünen. Voll cool. Like.
Yeah. Sehr cool. Oder die Weißen ein bisschen auf die Seite. Die Schwarze, das nicht. Dafür brauchen wir 10. Okay. Sehr simpel, aber eigentlich gibt es nachher coole Wellen. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir es auch nicht tun. Und nochmal, um auf die Thematik zurückzukommen, wegen Magic. Den 30-Jährigen und so, und von wegen Leute ausnehmen. Das war ja nicht einmal alles gewesen. In Vegas hat es jetzt die letzte Woche ein grosses Event gegeben. Für Turnier und alles. Und scheinbar ist der Eintritt, für das man dort Commander spielen können, also ein spezielles Format, wo man in der Regel das vierte spielt, ist der Entry-Fee, das Eintrittsgeld, ist $350 gewesen. Also rechtfertigt eigentlich überhaupt nicht. Dementsprechend ist natürlich die riesige Halle ziemlich leer gewesen. Als ich die Leute gesagt habe, spinne ihr, so viel zahle ich sicher nicht. Und haben auch recht. Dort muss ich wirklich sagen, also irgendwo hört es sich auf. Ja. Also gesehen, das sieht wirklich recht cool aus hier mit dem Effekt, vor allem so an der Seite, wenn noch ein Schatten drinnen ist. Sehr schön gemacht. Ja, und sie erklären es auch nochmal. Es hat hier sogar ein kleines Bild noch nebenzu. Falls man nicht erkannt hätte, was das soll sein auf der Seite, dass es eben Sanddünen sind. Gibt es bei euch Gutes zu essen? Noch Reste von gestern oder für die Vierte kennen, in ein riesiges Fest vielleicht? Die Familie eingeladen oder so? Bei uns war einmal ums Haus herum gestern Abend richtig Party gewesen, weil die natürlich eben heute frei hatten. Die haben dann ein riesiges Feuer gemacht und sind alle dort gehockt, ein bisschen gejohlt, gelacht und gute Zeit gehabt. Und ein bisschen weiter entfernt ist einfach die ganze Zeit Macarena gelaufen und hast einfach immer so junge Frauen gehört, Macarena, die ganze Zeit. Sehr amüsant gewesen. Und auch irgendwie Disco-Lichter noch draussen im Garten gehabt, also völlig crazy. Ist voll abgegangen. So, jetzt gibt es noch den Aufgang in die Pyramiden rein. Ich glaube, das ist nicht, also es ist kein reines Weiß irgendwie. Es hat ganz einen leichten Eierschalen-Dicken noch drin und ich finde, das macht es eben auch ein bisschen besser, dadurch, dass man wahrscheinlich so
sagt man dann, ja, Farbspezialisten hat, oder wo das Ganze ein bisschen zusammenstellen. Weil einfach so reins weiß sieht einfach schrecklich aus, finde ich. Das ist wirklich schon sehr aggressiv. Jetzt habe ich hier noch zwei dieser Bruni. Genau, die kommen noch da hin. Die habe ich nämlich vorher mal vergessen. So. Und die 4 können wir noch neu mit zusammen. Ah, voilà. Die kommen da noch als Abrundung von den Dünen an. Sehr schick. Da haben wir jetzt wirklich auch nur ein einziges Föhrig, ich habe es aber abzählt. Es hat 5K und 4 haben wir gebraucht. Bislang, so weit, so gut. He? Okay, also, jetzt Nummer 3. Mal schauen, haben wir mehr Nummer 3? Ich kann es eigentlich sortieren, aber es sind so viele Titel. Nein, es sieht nur nach einem aus. Da könnten wir wirklich noch schön fertig werden mit dem ersten Teil, mit dem unteren Teil von der Pyramide von Gizeh. Jetzt machen wir ein bisschen Wasser drauf und fast runtergefallen. Und ich muss das Fenster geschwind aufmachen, weil es ist wirklich brutal heiß. Ich könnte eine Klimaanlage anmachen, aber das ist, das ist wirklich Nonsens jetzt gerade. Aktuell ja hoch im Kurs die ganzen Diskussionen rund um Energiepolitik und Sparen und so weiter. Wie haltet ihr euch da? Ich denke, viele Leute werden erst anfangen, wenn es wirklich nötig ist, sich ein bisschen zu achten. Und versuchen nicht so viel Strom zu verbrauchen, wie sie sonst verbrauchen. Aber ja, das ist natürlich nur irgendwie eine Annahme aus der Luft gegriffen. Aber so schätze ich jetzt schon die Menschen ein. Wir geben uns schon grundsätzlich ein bisschen Mühe mit, ja, dass halt Licht nicht immer überall muss brennen und Wäsche aufhängen, nicht dämblern und ja, Stecklisten mit Ein- und Ausschaltknopf, wobei ich nicht alle betätige, also ich habe auch Verbesserungspotenzial. Interessant wird es sein, wenn es dann wirklich eine Knappheit sollte geben, ob das nachher einen nachhallenden Effekt wird haben, dass die Leute sensibilisiert werden auf den Stromverbrauch. Oder ob das einfach gerade wieder nachlässt. Ich meine, bei Corona war ja das auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen den Effekt hat und ich immer noch Leute gesehen mit den Masken, wo man früher die asiatischen Touristen ein bisschen belächelt hat, die immer mit Masken rumgelaufen sind. Aber das ja nicht unbedingt eigentlich ein Zeichen ist. Oh, das habe ich ja schon angedacht. So, okay. Haben wir da mal ein bisschen Wasser. Ist eigentlich auch wirklich eben cool gelöst. Ich habe zuerst gemeint, das sei so ein bisschen Erden und so, aber es muss ja wirklich noch ein Wasser dran kommen. Und dass man da drunter halt auch ein bisschen vom Ufer den Untergrund sieht. Mit ein bisschen Erde, zwischendurch irgendwo ein bisschen Algen, Gras, was auch immer dort unten wächst.
Ja, wird jetzt hier auch gerade nochmal erklärt auf der nächsten Seite. Oder dass die verschiedenen Farbgebungen hier vorne dran, die wir hier haben, eben ein bisschen mehr Tiefe geben von dem Fluss und ein bisschen lebendiger wirken lassen. Ich freue mich schon sehr da auf die kleinen Häuschen vom Arbeiterdörfli. Die haben richtig putzig ausgesehen. Ich muss da mal ein bisschen die grösseren Teile weg tun. So. Jetzt ist es besser. Ich muss heute wieder zur Nacht kochen, falls irgendjemand eine gute Idee hat, was ich heute so zur Nacht mache, was jetzt nicht gerade 2 Stunden in Anspruch nimmt. Bin ich ein sehr dankbarer Abnehmer für Rezept. Nur her damit. Ich weiß wirklich nicht, was ich heute Abend machen soll. Absolut keinen Bock zum Kochen eigentlich. Man muss sich ja gleich anständig ernähren, nicht wahr? Falls ihr den letzten Stream noch geschaut habt vom Sportscar von Kada, sind leider die letzten 3-4 Minuten verloren gegangen. Und zwar aufgrund dessen, also zumindest der Ton, weil offenbar Twitch gemeint hat, wir haben hier Musik geklaut. Ist aber nicht der Fall, weil es ist ihr das eigene Programm, das sie zur Verfügung stellen und sie haben sich quasi selber zensiert. Ja, ich kann leider nicht viel dagegen tun. Tut mir natürlich leid, dass dort ein paar Minuten verloren gegangen sind, aber ja, mit dem müssen wir jetzt leider leben. Wie es aussieht. Cool, hier so ein bisschen interessante Küstenlinie. Ich habe ja mal im Frühling einen Stream angefangen, beziehungsweise einen Podcast über D&D. Und im zweiten, wo wir dann ein bisschen bei meinem PC sind schauen, habe ich auch Karten gezeichnet. Euch gezeigt, was ich mal gemacht habe. Und dort, also jetzt noch wegen der Küstenlinie komme ich darauf zu sprechen, oder? Es wirkt halt schon sehr viel
echter und glaubwürdiger, wenn man so ein bisschen gezackte, unregelmäßige, halt eben eine natürliche Küstenlinie hat. Auf seinen Karten, Fantasy-Karten, Landkarten, was auch immer. Das macht es für den Betrachter oder Betrachterin einfach glaubwürdiger. Dass es auch wirklich etwas ist, das effektiv existiert. Ist übrigens auch noch ein sehr schönes Hobby, die ganzen Fantasy-Karten gestalten. Kann ich euch auch nur empfehlen. Es gibt auch entsprechende Programme. Dungeon Fog, Wonderdraft. Wonderdraft schaffe ich ein bisschen damit. Incarnate habe ich auch angefangen. Es sind ja ganz unterschiedliche Stile, die verfolgen. Aber es ist auch ein cooles Hobby, wenn ihr vielleicht irgendwo Karten im Kopf habt und schauen, hey, wie sieht das aus? Wenn ich das jetzt mal würde zu Papier bringen. Ich habe ja allgemein noch recht viel Freude an so ein bisschen kreativen Themen. Hey, Hexebrina, willkommen im Chat. Willkommen bei uns. Wie geht's dir heute so? Ist gesunder Zweig? Du hast nicht per Zufall noch ein gutes Rezept für eine Nacht für mich, das nicht zu viel Zeit beansprucht. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Wenn man so alleine, also nicht alleine, aber also heute Abend bin ich jetzt gerade halt alleine, dann versteht man halt die Mutter oder den Vater, je nachdem, schon besser, der öfters gefragt hat, hey, was hast du heute Lust? Und du dann so, mir ist gleich. Oder so, ich weiß auch nicht. Ist alles gut, was du kochst? Toll. Hilft natürlich mega viel, oder? Ja, aber das weißt du erst, wenn du dann selber mal in dieser Situation bist und dir musst irgendwelche Rezepte aus den Fingern raussaugen. Der Tumblr. Ah, der Batman Tumblr. Ah, cool. Und wie ist er? Also der sieht recht wild aus. Richtig gut. Ich glaube, der würde mir auch noch Spaß machen. Also ist ja schon fast ein Panzer. Riesig, aber toll. Ja, das ist noch mit vielen so grossen Sets der Fall, gell? Und wo steht es jetzt? Hat es einen Platz bekommen auf einem Regal oder einem Sideboard oder was auch immer? Die Eule sieht auch mega gut aus. Vor allem noch mit diesen kleinen Utensilien, die dazugehören. Sehr, sehr herzig, ja. Du darfst natürlich sehr gerne auch ein entsprechendes Bild im Discord aufladen oder so. Oder uns taggen auf Instagram oder so. Würde mich noch freuen, persönlich zu sehen, wie das rausgekommen ist. Bei euch. Oh, nein. Da ist noch eins drunter.
Also bislang kann ich die Pyramide von Gizeh ebenfalls empfehlen. Sehr meditativer Bausatz. Auch schön von der Farbabwechslung her, wieder vom Aufbau. Schöne Details versteckt. Auf dem PC ist er, also auf dem Desktop drauf. Okay. Ah, das sind Sphinxen, hä? Also sieht zwar innen aus wie da die Hunde oder so, aber ja. Das eine wie das andere. Braucht man ganz Zeit 3 von dem. Schickst du? Sehr nett, danke vielmals. Sehen wir dann, wie das aussieht, wenn es mal aufgebaut ist. Da sehen wir da die Packungen. Also das ist schon cool. Und dann die Musterfotos und so. Wenn es irgendwo live in Action rumstehen ist, dann kommst du auch das Gefühl über für die Dimensionen und so. Ich finde, das hilft auch ein bisschen. Bei der Entscheidung auch. Und nächstes Jahr kommt ja da der Eiffelturm raus, der neue. Und der wird ja scheint gigantisch. Bin ich auch sehr gespannt. Weil Eiffelturm einfach auch schon aufgrund von der Konstruktionsart her sind eigentlich innen so ein bisschen langweilig aus. Ich mich nicht zu wundern, ob sie es geschafft haben, das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Und ab 4-mal musst du das Gleiche bauen. Ja. Ist bei mir dann aber die Freude schnell mal ein bisschen vergangen. Jetzt 3-mal so eine Mini-Sphinx, das ist ja voll im Rahmen. Und merci vielmals für ein Follow, Hexabrina. Schön gehörst du jetzt ein bisschen zu uns und siehst, wenn wir so live sind. Wir sind natürlich nicht nur jetzt mit mir mit Klemmbausteinen da, also wir haben auch viel Gaming-Content, News-Content, wo dann meine Kolleginnen und Kollegen abdecken. Also gibt sicher für alle ein bisschen etwas zum Schauen. Wenn du einfach ein bisschen gemütlich beim Klötzchen zuschauen, dann ist das immer jetzt so am Dienstag von 11 bis 1. Mein Magen rumort schon ein bisschen. Ich habe leider heute wieder nur ein Müsli gehabt. Es ist zum verrückt werden. Ich habe irgendwie gemeint, es hätte noch Bananen, aber es hat leider keine Bananen mehr gehabt. Sind schon alle weggefuttert worden. Ja, schick es doch später im Discord. Ich glaube, ich bin sogar angemeldet. Ich könnte es sogar anschauen. Weil sonst ist das immer ein bisschen schwierig gewesen, dass wir leider nicht angemeldet waren. Oder darfst du es da sicher sehr gerne. Sagen wir mal ins Off-Topic rein tun oder so, oder Diskussionen. Kannst du das sicher gerne rein tun. Ja, wir haben noch gar keinen Klemmbausteine-Kanal, aber das ist ja nicht so schlimm. Alrighty. Und sonst muss ich dann mal mit der Steffi schauen und die tut das Ganze managen für uns. Finde ich aber auch mega schön, dass bei dir Vater und Sohn das zusammenbauen. Ich habe das immer toll gefunden, mit den Eltern etwas machen. Das fördert auch ein bisschen den Zusammenhalt und wenn du ein bisschen Unterstützung bekommst, fällt es halt damals auch ein bisschen leichter, wenn es etwas Kompliziertes ist und kannst dafür so auch ein bisschen etwas dazulernen und etwas Komplexeres zusammenbauen.
Oh, Hidden Side. Okay. Also wirklich so ein Kämmerli, ein verstecktes. Wo er alles Lego drinnen bunkert, oder wie? Wie darf man sich das vorstellen, Brina? Aber auch gerne an mit Fotos von dem natürlich. Da machst du uns natürlich gerade ein bisschen gewundert, was da bei dir so abgeht. Also wirklich kann ich mir das vorstellen wie so eine, wie heißen die, Speak Easy Bars, oder wo du irgendwie durch einen Kühlschrank durchlaufst und du bist in einer Bar. Oder durch eine grosse Industriewaschmaschine und was gibt's noch alles? Alles so Zeug. Wer keinen Eintrag haben im Internet oder nur irgendwie eine Adresse und sonst nichts. Steht alles auf dem Schrank. Okay. Aber der Schrank ist versteckt. Lego-Dimension. Du meinst so wirklich eine Welt, wo Lego gewidmet ist. Okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist ja wirklich Schlaraffenland in dem Fall. Für euch. Und sicher auch für ein Klein. Schön, dass der natürlich mit dem ganzen Thema ein bisschen in Berührung kommt. Und früh ein bisschen Begeisterung für das kann entwickeln und ja, halt nachher auch selber irgendwelche Sachen zusammenbauen, habe ich immer toll gefunden. Einfach, wenn der Kollege übergekommen ist, Kisten ausleeren und dann einfach ein bisschen anfangen zusammenbauen. Jetzt machen wir da unsere kleinen Häuschen da, fangen wir an. Auf die habe ich mich auch speziell gefreut. Als Miniaturli-Bemaler habe ich natürlich eine spezielle Faszination für so irgendwelche Miniaturen-Sachen. Nice, ja, ich freue mich sehr für da können in eure Welt mal einzutauchen in dem Fall, wenn du die mit uns teilst. Ich muss mal schauen, sollte ich auch können mit Ausrufezeichen in Discord, was das steht, ist schon unten dran. Findest du hier den Zugang zu unserem Discord-Server? So, 6 von denen. Gut. Jetzt noch 4-eckige. Das sind wirklich Mini-Häuschen. Also die haben also nicht viel Fenster und Luft zum Schnaufen. He? Und dann die 3-eckigen sind natürlich auch lustig. Aber wenn wir mal alle gemacht haben, wird es sicher vom Gesamtbild her richtig toll aussehen. So, 3 von denen. Gut. Oh, jetzt muss ich aber genau schauen, wo die ankommen. Da. Okay, also der eine. So. So, okay. Und jetzt kommen noch die grossen.
Grosse Häuschen. Für die Chefs, für die Auspeitscher. Auspeitscherinnen, vielleicht sind es auch Frauen gewesen. Um den Job können machen, muss man schon ein bisschen Freude haben, oder? Man muss schon ein kleiner Sadist oder Sadistin gewesen sein. Nehme ich mal an. No! No! Oh Gott! Es ist wieder ein Teil runtergefallen. Ah! Okay, ich habe eins gefunden, aber das gehört nicht dorthin. Ich glaube, es ist da. Muss man geschwind unter den Tisch da? Oh oh. Ich habe es nicht gefunden. Ah. Okay. Fuck gut an. Ah. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Ob es eins ist von denen, die wir vielleicht doppelt haben. Das wäre natürlich schön. Aber da noch ein Teil vom Sportwagen da ist, von letztes Mal. Ja, ich glaube, da innen wird nicht häufig gesaugt wahrscheinlich. Vielleicht ist noch nie gesaugt worden und es sind wirklich noch... Alle Sachen, die ich jemals verloren habe, sind noch da. Okay. Wir haben es fertig, oder? Jetzt kommen wir zum 4. Sack. Ja, dann haben wir Glück gehabt. Dann haben wir wirklich Glück gehabt. Der 4. ist auch der letzte, den wir noch brauchen für quasi alles, was rundum ist. Ich kann das mal drehen, dass man es noch in die Richtung sieht. Also es sieht wirklich schön, wunderschön interessant aus. Ich habe speziell Freude an diesen kleinen Häuschen hier. Da kommen ja auch noch so Mini-Palmen, glaube ich, dann an. Und da die Dünen sehen auch cool aus. Vor ein bisschen Wasser mit den Pflänzchen drin. Das passt wirklich perfekt noch gerade in die Kamera rein. He? So gut. Ja, und dann gibt es noch Voitelo Numero 4 und dann machen wir den Feierabend für heute. Und dann gibt es nächste Woche in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir es dann schaffen, weil es sind zum Teil nachher, wenn ich den Sack Nummer 5 anschaue, es sind wieder 2 und die sind riesig. Das wird wahrscheinlich das Innenleben sein dann von dieser Pyramide. Dauert das ein Moment. Ist aber nicht schlimm. Das lasse ich noch geschwind im Sack, weil das sind die ganzen Blätter von diesen Mini-Palmen. Sonst haben wir schon jetzt ein riesiges Ghetto. Obwohl, ja, ich brauche doch schon die kleinen Teile. Cool wäre natürlich, wenn wir so Schälchen hätten. Gibt es ja bei brack.ch. Aber ich selber habe hier keine. Ah. Hoffentlich geht nichts runter. Schön sorgfältig sein. Jetzt machen wir wirklich hier. Also die Teile habe ich noch nie gesehen. So ein bisschen wie ein Zylinder. Wie sagt man? Stoßdämpfer eine Art. Das hebt jetzt aber nicht so. Gut.
da jetzt wirklich nur so drauflegen. Ah, mega. Jetzt können wir wirklich schon so ein bisschen in den Tempel, also in die Pyramide reinlaufen. Das ist einfach, vom Scale her finde ich es wirklich sehr ansprechend. Es macht wirklich so ein bisschen die Dimensionen aus zwischen der riesigen Pyramide, die du hast, und halt eben diesen ganz winzigen Häuschen und nur schon die Sphinxen hier, die ganz, ganz klein sind. Das ist natürlich nicht die ganz grosse Sphinx gemeint, aber trotzdem ist cool, dass es so im Verhältnis innen ist. Das wird dann hier auch noch kommen, aber ich weiß schon gar nicht, was das noch war, da links. Durch das, dass alle Teile jetzt natürlich so unterschiedliche Farben haben auch. Und verschiedene Grössen und die Säcke nicht so vollballert sind, bin ich natürlich auch ein bisschen schneller, um die ganzen Teile zu finden. Das ist natürlich auch für euch viel angenehmer. Hey, Tapetenhemd. Yes, geht richtig gut voran, macht richtig Spass. Ich muss nicht einmal lange Teile suchen, wie ich gerade gesagt habe. Und das ist natürlich ein grosses Plus. Schont eure Nerven und vor allem auch meine. Nicht so wie beim Sportwagen. Aber ja, dort habe ich mich auch wirklich schwierig angestellt. Aber das ist halt, wenn man noch so viel muss schnurren nebenzu. Ah, das gibt die kleine Mini-Pyramide. Ja. So gut. Da kommen wir ja doch noch dazu, eine kleine Pyramide zu bauen jetzt. Ah, das freut mich gerade. Kleine Mini-Pyramideli. Dann tun wir natürlich auch schon an. Ja, ich müsste es vielleicht schon mal. Kann ich es schon absetzen? Das wäre noch gäbig zum Bauen. So. Die Decke brauche ich nicht. Ich würde sagen, du hast ein gutes Set ausgesucht, ja. Nein, wir haben das zusammen wirklich toll ausgelesen. Ich
finde das wirklich ist sehr, sehr spaßig. Bislang mit all diesen Miniaturen sehr abwechslungsreich. Und noch überhaupt keinen Frustmoment gehabt. Muss man vielleicht bei mir auch noch mal speziell hervorheben und betonen. So, und jetzt die Spitze. Für wer sind denn eigentlich die kleinen Pyramiden gewesen? Oder sind die nur Deko, so quasi für ein Scale, zum den Vergleich zu zeigen? Wollte ich vielleicht auch noch mal schön zeigen. Jetzt tun wir die ganzen Palmen platzieren. Und ich finde es richtig gut, dass man die Ansicht von oben verwendet hat, weil so sieht man ganz genau, wo welche Teile ankommen. Es sind da 17 von diesen grünen, 6 von diesen Zweili und 20 von den braunen. Und dann auch, wo welche Farbe ankommt, damit es halt ein schönes Gesamtbild gibt. Richtig cool gelöst, intelligent, hat jemand mal etwas studiert dabei. Ich würde sagen, ich tue ganz schön die ein bisschen abzählen. Dass wir wissen, wenn wir die richtige Anzahl hier verbaut haben. Du wolltest das andere sehen? Ja, okay, gut. Das kommt ja dann auch noch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das nächste Mal werden fertig schaffen hier. Jetzt hat irgendetwas Rums gemacht da hinten. Und dann können wir dann das nächste Projekt schon anschauen. Das übernächste Mal. So, gut. Alles schön abziehen. Wenn wir mal die grünen zuerst machen, dann sind die schon mal weg. Die sind relativ einfach. Die kommen einfach im 2er Abstand da drauf. Außer da nicht. Hey, es geht ja wie das busy Wetter. Da kann man nämlich auch noch mal gut kontrollieren, ob man die Häuschen am richtigen Ort angetan hat. Das hätte vielleicht dort auch schon geholfen. Wir schauen jetzt. Ich glaube, es sollte schon stimmen. Kann man mal ein bisschen Mühe geben zur Abwechslung. Ich würde es gerne jetzt auch für euch umdrehen, damit ihr dem folgen könnt, was ich da mache. Aber dann platziere ich es garantiert am falschen Ort. Ah, nein, all die kleinen Palmen.
Es wird so gut aussehen. So, wo habe ich jetzt noch vergessen? Da noch. Und da. So, perfekt. Ist aufgegangen. Also vielleicht, um die mal noch schön zu zeigen, die sind wirklich Miniaturpalmen. Wenn man nachher mal so ein bisschen von vorne dann das in die Kamera hebt, wird das richtig cool aussehen. Also Palmen, ich glaube Palmen sind jetzt wirklich gerade mein absolute Highlight hier. Ah! Ich habe noch meine Statue, die wir dann auch noch platzieren müssen. Ich bin jetzt so gerade in die Finger gekommen. Da. Ich glaube, ich habe das vorletztes Mal so erwähnt. Eben, ich würde viel lieber so noch mehr so Dioramen haben, wo wirklich etwas so ein bisschen lebt. Oder eine gewisse Szene zeigt. Da haben wir ja diskutiert von wegen irgendwelchen Filmen, oder? So wirklich Live-Szenen wie Matrix. Die Szene mit dem Helikopter, wo ins Hochhaus aus Glas kracht. Ah, cool, dass nicht einfach alle Palmen das gleiche Grün haben. Ich würde zwar mir noch ein helleres Grün wünschen als die da, die sehen schon fast ein bisschen verwelkt aus. Aber ja, das ist sicher auch Geschmackssache. Ein bisschen heller dürfte es jetzt schon sein. Also es ist halt das Grün, das wir unten dran schon verbaut haben. Also es ergänzt sich natürlich gut. Aber wie das unter dem Wasser ist, die Steine in dieser Farbe, wäre es jetzt auch nicht darauf angekommen, ein bisschen hellgrünere Palmen zu machen. Extra eine Palme. Okay, warte. Ich tue die da noch ein bisschen drehen. Ist es jetzt unique? Da ist einfach der innere Monk in mir ist stark. Es muss wirklich perfekt nach der Anleitung gebaut sein. Sonst komme ich ganz leichte Krämpfe über. Auch cool, dass hier die Palmen ein bisschen grösser sind, höher sind wie die Häusli. Macht das Sinn? Die sind ja einstöckig gebaut und Palmen in der Regel ein bisschen grösser. Also ein einstöckiges Sandhäusli mit einer 1,50 Meter Decke oder ich weiß auch nicht, wie hoch die Decke damals war. Aber die Menschen sind ja früher noch viel kleiner gewesen.
Nein, nicht nur drehen. Ja, da kannst du selber eine kaufen. Garo. Also, da weigert sich der Monkey mir einfach. Das geht jetzt gar nicht. Das muss ein perfektes Bild geben hier. Da haben sich die Leute doch etwas überlegt, nicht? Wir schauen am Schluss, ob wir eins drehen können, das wirklich besser aussehen in der farblichen Komposition. Ich bin mir sicher, dass die Ungeduldigeren, die stopfen einfach die Palme gerade so rein, wie es nicht in die Hände kommt. Was auch okay ist. Aber jedem das Seine. Hey Barracks! Welcome! Ja, wir haben heute ein bisschen Gas gegeben. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher gegangen heute. Aufgrund dessen, dass wir jetzt mir wohlbekannte Klemmbausteine verbauen. Und einer leicht verständlichen Anleitung folgen. Darf man den Namen? Ja, du darfst den Namen sagen. Also kannst du die ganze Zeit Lego vor dir geben. Alles safe. Haben wir alle verbaut? Sieht gut aus. Okay, machen wir ein Unique-Set und dann setzen wir da hinten, weil da sieht es so trostlos aus, setzen wir da hinten ein grünes an. Ich hoffe, jetzt sind alle zufrieden. Ich finde, der gehört auch irgendwie ein grünes an. Es braucht noch so ein bisschen Kontrast. Oder? Leute! Und jetzt gibt es noch ganz fette Palmen. Jetzt gibt es noch fette Palmen. Hey! Jetzt geht's ja ab hier. Wie geht's? Ja, prima geht's. Macht ja wieder richtig Laune hier. Und selber. Fit und Zweig. Ich habe nicht gedacht, weil es hat ja hier so ein paar leere Löcher noch gehabt. Bewusst. Aber ja, irgendwie müssen wir das noch verbauen, da die ganzen Palminos. Tipptopp, dankeschön. Ist gut gegessen. Barracks, du hast nicht per Zufall noch ein Rezept, das ich jetzt nachkochen kann, das nicht allzu lange geht. Ich bin noch auf der Suche. Bin dankbar für jegliche Hinweise, natürlich. Ja, weder Bock zum Kochen, noch habe ich irgendwelche Ideen, was ich heute zur Nacht essen soll. Aber ich habe gehört, wenn man länger nichts isst, dann wird man irgendwann plem und stirbt dann. Also ist die Lösung leider nicht einfach nichts essen. Brötchen mit Lachs und ein bisschen Zwiebeln. Oh, geil. Gekauft. Also mit Lachs hast du wie immer. Ja, das ist gut. Ah, fix noch ein bisschen Lachs holen. Ja, weil wenn ich alleine bin, dann kann ich das auch essen. Meine Frau ist leider allergisch auf Fischproteine, da geht das nicht. Aber sie ist ja nicht Perfekt. Sehr gute Idee. Ich danke dir. Ist mir jetzt heute wirklich nicht Sinn gekommen.
ein Lachsbrötchen geht doch einfach immer. Es geht einfach immer. So, wie können wir das die? So. Und der. Das ist einfach so anlegen hier. Also ich habe einfach so übereinander rein und dann wird es hier sehr wahrscheinlich einen Stegen geben. Sobald ich das mal umdrehen kann, zeige ich euch das auch. Und jetzt tun wir uns am Ende näher und nachher gibt es nur noch da den Eingang. Den wir noch machen. Die ganzen weißen Teile, die hier noch links liegen. Von euch aus gesehen. Ist im Entwickler-Struggle inne. Ja, da kann ich leider auch nicht helfen. Aber ich finde es immer amüsant, wenn wir auf Reddit die ganzen Programming-Humor-Subreddits und so vorgeschlagen werden. Und dann lese ich es ab und ich verstehe es einfach nicht. Aber alle lachen sich über den Schranz, weil nur halt Programmieren das verstehen. Aber ja, gut programmieren in dem Fall. Finde ich gut. Yeah, jetzt gibt es eine goldige Mini-Lego-Mannsgögel. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber es ist wirklich ein Lego-Mannsgögel mit seinen Klemmerhändchen. So da ankommt. Cool. Es sieht einfach so idyllisch aus. Einfach nur idyllisch. Hey, das sind ja dann perfekte 2 Stunden gewesen. Also man könnte meinen, irgendjemand hat das abgemessen. Wie lange das geht. Ob es wirklich gerade so in einen 2-Stunden-Stream reinpasst oder nicht. Gibt keine besseren Memes als die. Ist halt auch cool, oder? Das sind so voll Community, wo... Ja, es versteht es halt wirklich nur ihr, oder? Aber kannst du ja mal dann im Discord so ein Meme schicken und das mal jemandem versuchen zu erklären, dann ist es natürlich nicht mehr so lustig, aber versuchen zu erklären, wo nichts davon versteht. Ah, Moment. Da kommt ja noch etwas dazwischen. Also ich hoffe wirklich, ich höre meinen Bauch nicht knurren. Aber nein, jetzt habe ich es noch die falsche Seite angetan. Yay! Hey! Okay! Nachher geht es um den oberen Teil. Aber wir haben es jetzt fertig. Der untere Teil. Jetzt schauen wir das Ganze mal an. Oder ich gebe schon einen Sneak Peek vielleicht. Das wird dann der untere Teil sein, unter dieser weißen Haube von der Pyramide. Und hier sieht man auch wunderbar schon so ein Fliessband, wo die Steine raufgehen. Und dann die ganzen Kränen und so. Also es wird auch der Bauprozess noch ein bisschen verarbeitet. Richtig cool. Und so sieht das Ganze aktuell aus. Und wenn man das so anschaut, wenn dann das Licht nicht allzu stark ist, ich finde, es hat schon etwas, nicht? Es ist einfach so klein und herzig und hier vorne mit dem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, vom Pharao, vom Khufu, oder der Khufu, und hinten mit diesen Säulen und einfach das schöne
weiße Aufgang hier mit den Sphinxen. Und da muss noch ein bisschen gerade sein. Da. Der Monk wieder triggert. Mit den kleinen 2 Pyramiden, wo wir schon mal einen Vorgeschmack bekommen haben. Eben die Häuschen und vorne dran der Fluss mit dem Aufgang näher hier rein zu der Pyramidenhälfte. Die eine Pyramidenhälfte, die wir dafür machen. Der Moment, wenn man ein Studium braucht, um ein Meme zu verstehen. I love it. Nicht, dass ich wegen Lego und Sklaverei gut... Nein, natürlich nicht. Das, das werden wir nie wollen gut heißen. Also, aber ja, ich glaube, heute haben wir schon genug politische Themen gehabt. Aber ich meine, heute bin ich quasi der Sklave von dem Lego-Set, oder? Ich musste es zusammenbauen. Und bis jetzt sieht es wirklich mega cool, schön heimelig aus und perfekte Größe für es eben irgendwo an eine Wand stellen, ohne dass man noch die zweite Hälfte braucht und es dann viel zu gross ist. Nein, also eben die Sachen unterstützen wir hier garantiert überhaupt nicht. Ich sicher schon persönlich nicht. Aber um das geht es jetzt auch nicht. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier den Sack zu. Es ist 2 ab 1. Es ist eigentlich wirklich perfekt. Es kommt natürlich nicht da rein, aber ich lasse es da, sonst geht es mir weg. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wieder am Dienstag von 11 bis 1. Es hat mir mega Spass gemacht mit euch. Mega Spass gemacht jetzt hier mit der Lego Pyramide von Gizeh, wo wir zusammen noch werden fertig bauen. Hoffentlich nächstes Mal. Ich glaube, es wird noch ein bisschen viel mehr zu tun geben, als ich das erahne, wenn es nur noch 5 bis 8 ist von der Säcke her. Aber ja. Gut. Und eben die Steffi kommt nachher nicht, hat sie gerade geschrieben, sie kommt dann am Freitag wieder. Wunderbar. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Merci, dass ihr da seid mit mir. Und dann sehen wir uns wieder in einer Woche. Habt Sorge und bis bald. Tschüss miteinander.